Herzlich willkommen zur Sternstunde Philosophie. Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die schönste Zeit, um sich zu verlieben. Da mag man vielleicht nicht daran denken, dass die Liebe auch enden kann, ja sogar in vielen Fällen enden wird. Glauben wir meinem heutigen Gast, ist die Liebe sogar gefährdeter denn je. Ich begrüße sehr herzlich Eva Illouz hier in Berlin. Sie ist eine der bekanntesten Soziologinnen unserer Zeit, Professorin an der Hebräischen Universität von Jerusalem und der ÖHESS in Paris. Und sie studiert seit 20 Jahren unsere Liebesverhältnisse. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Illouz, Sie haben dieses Buch geschrieben als letztes Buch, Warum Liebe endet. Muss denn jede Liebe zwangsläufig enden? Of course not. Natürlich nicht. Es gibt viele Liebesbeziehungen, die nicht enden. Aber es passiert immer häufiger. Trennungen gehören inzwischen zu unserem Leben. Daher stellt sich die Frage, warum? Unter anderem, weil die Menschen, anders als früher, ihre Sexualität heute zunehmend erkunden. Außerdem ist die Sexualität zum Glück legitimer geworden. Die Menschen können mehr Partner haben und gehen daher zwangsläufig verschiedene Beziehungen ein. Bis sie die große Liebe finden oder eben nicht, probieren sie eine ganze Reihe von Beziehungen aus. Wenn ich über das Ende der Liebe spreche, meine ich damit natürlich nicht, dass jede Liebesbeziehung zum Scheitern verurteilt ist. Ich sage einzig, dass unser Lebensstil dazu führt, dass wir von einer Beziehung zur nächsten wechseln. Genau, und die Liebe ist gefährdet, weil unsere Lebensverhältnisse sich geändert haben. Darüber werden wir ganz viel sprechen heute. Beginnen wir vielleicht noch einmal damit, wie eigentlich überhaupt diese Liebesverhältnisse sich verändert haben im Verhältnis zu den Trennungsmöglichkeiten. Sie zeigen sehr schön auf, dass es früher das ökonomische Modell war, das die Partner zusammengehalten hat. Tausch, Liebe gegen Geld quasi. Der Mann hat nur in einer festen Beziehung Sexualität erleben können. Die Frau wiederum brauchte einen festen Partner, um ökonomisch überhaupt gesichert zu sein. Heute hingegen gibt es die romantische Liebe. Und in der romantischen Liebe sind wir frei zu gehen. Ist das ein Fortschritt? Natürlich ist es ein Fortschritt. Das heißt aber nicht, dass die Dinge damit leichter werden oder wir automatisch glücklicher wären. In früheren traditionellen Gesellschaften waren Scheidungen viel schwieriger. Und es gab keine Wahlmöglichkeit, weder für Männer noch für Frauen, aber vor allem nicht für Frauen. Mit der Möglichkeit, einen Partner zu wählen, hat auch die Möglichkeit zugenommen, ihn wieder abzuwählen. Also eine Beziehung, wenn man möchte, wieder zu beenden. Der Preis für die größere Auswahl ist, dass unser Partner uns abwählen kann oder wir ihn abwählen. Das ist ein Fortschritt, wenn man an die individuelle Freiheit und an die Unabhängigkeit glaubt, sowie an die relative Autonomie der Individuen gegenüber der Gemeinschaft, der Religion und der Gesellschaft. Aber wie gesagt, die Dinge werden durch den Fortschritt nicht einfacher und er macht uns nicht glücklicher. Wir machen Fortschritte und sind weniger glücklich. Das müssen wir verstehen. Und das heißt auch, dass mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung nicht zwangsläufig glücklich machen. Ja, genau das meine ich. Viele Leute bringen das durcheinander. Deshalb kritisieren konservative Bürger immer wieder die heutige Gesellschaft oder liberale Normen oder die Freiheit. Weil auch sie beobachten, dass uns die größere Freiheit nicht glücklicher macht. Aber ich denke, wir mussten uns entscheiden, ob wir freier oder glücklicher sein wollten. Und diese Entscheidung haben wir kollektiv getroffen. Wir haben beschlossen, freier zu sein, obwohl wir dadurch weniger glücklich sind oder besser gesagt, es uns weniger gut geht.
Ich glaube nicht, dass wir als Individuum gut gerüstet sind, um allein außerhalb von starken Gemeinschaften zu leben. Aber ich finde, viele Gemeinschaften haben sich nicht bewährt. Oft unterdrücken sie Frauen und akzeptieren Menschen nicht, die der Gemeinschaft nicht angehören. Der Preis, den wir für die Freiheit bezahlen, ist eine anspruchsvollere Moral. Das heißt mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau und mehr Gleichberechtigung zwischen denjenigen, die zu einer Gemeinschaft gehören und jenen, die nicht dazugehören. Wenn Sie sagen, dass mehr Freiheit nicht wirklich glücklich macht und wir uns trotzdem als Gesellschaft für die Freiheit entscheiden, warum tun wir das denn? Ist das nicht irrational? Irrational? Ich weiß nicht, wie Sie Rationalität definieren. Aus individueller Sicht ist es eindeutig rationaler, mehr Autonomie zu haben. Also zum Beispiel als Frau über den eigenen Körper bestimmen zu können. Fragt man Frauen, ob sie es vorziehen, die Kontrolle über ihren Körper den Männern zu überlassen, wie es bis in die 1960er und 70er Jahre üblich war, oder ob sie lieber wie in der heutigen Zeit autonom und frei über ihren Körper bestimmen, obwohl sie dadurch in Kauf nehmen müssen, ein weniger gesichertes Leben als Ehefrau und Mutter zu haben. Mir scheint, dass die meisten Frauen lieber autonomer sind und allein über ihren Körper bestimmen. Ich glaube, wir können es uns nicht einmal vorstellen, in die Verhältnisse vor den 1960er Jahren zurückzukehren, als Frauen für die Eröffnung eines Bankkontos noch die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchten. Ich denke, kollektiv können wir nicht zurückgehen. Daher beantwortet sich diese Frage von selbst. Es ist eine vollkommen rationale Entscheidung insofern, als wir nichts anderes möchten als das, was wir heute haben. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über diese Trennungen sprechen, wie Trennungen auch vonstatten gehen. Und etwas, was ich in Ihrem Buch gelernt habe, ist, dass die Trennungen meistens von Frauen ausgehen. Warum ist das so? Das ergaben Umfragen der 1980er und 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob es immer noch zutrifft. Ich denke, heute beenden auch vermehrt Männer Beziehungen, mehr als früher. Dass davor mehr die Frauen Trennungen initiiert haben, hat damit zu tun, dass sie immer mehr in den Arbeitsmarkt einstiegen und dadurch wirtschaftliche Alternativen und Möglichkeiten bekamen. Außerdem werden Frauen und Männer anders sozialisiert. Frauen werden dazu erzogen, für andere zu sorgen und ihre Gefühle auszudrücken. Daher erwarten sie das auch von den Männern. Diese hingegen werden dazu erzogen, im kapitalistischen Marktsystem konkurrenzfähig zu sein und ihre Gefühle nicht zu zeigen. Daher fällt es ihnen viel schwerer, die Forderungen der anders sozialisierten Frauen zu erfüllen. Ich vermute, dass dies bei den Frauen Frustrationen auslöst. Überdies herrscht immer noch Ungleichheit in den privaten Haushalten. Meistens leisten die Frauen doppelte Arbeit. Sie haben einen Job und übernehmen auch den Haushalt, weil die Männer ihren Anteil nicht leisten. Daher werden eher die Frauen unzufrieden. Sie sagen auch, dass es eigentlich wie so verschiedene Narrative der Trennung gibt, die immer wieder fast schon archetypisch auftauchen. Sie nennen 3 solche verschiedenen Typen von Narrativen der Trennung: die Offenbarung, die Anhäufung und das Trauma. Ich würde die gerne kurz mit Ihnen anschauen, weil ich das interessant finde, und zwar insbesondere die Offenbarung. Sie zitieren da aus der Autobiografie von Bertrand Russell, dem berühmten Philosophen,
der schreibt oder beschreibt, wie er eine Radtour macht und auf der Landstraße vor sich hin radend, schreibt er dann, dass er ganz plötzlich gemerkt hat, dass er seine Frau nicht mehr liebt. Und Sie zitieren ihn, er sagt, ich hatte bis zu diesem Augenblick nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass meine Liebe zu ihr nachgelassen hatte, zu der Frau. Und er verlässt sie danach auch. Da denkt man doch irgendwie, das ist schräg. Well, you know, this is... Nun, was er schreibt, entspricht nicht zwingend den Tatsachen. Auf diese Weise erzählt er sich selber, wie er aufgehört hat, sie zu lieben. Womöglich hat sie ihn im Lauf der Zeit in vielen nicht sichtbaren Dingen enttäuscht, was er sich aber nicht eingestehen will. Dieser Tatsache wird er sich an einem gewissen Punkt bewusst und er beschließt, sich einzugestehen, dass er sie nicht mehr liebt. Damit will ich sagen, dass es nicht nur verschiedene Formen von Trennungsprozessen, sondern auch verschiedene Erzählformen gibt. Es sind also verschiedene Prozesse und ebenso verschiedene Geschichten, die sich Menschen erzählen. Und jetzt sind wir sozusagen bei den Geschichten. Und eine solche Geschichte wäre eben diese Offenbarung, dass man das Gefühl hat oder sich im Nachhinein erzählt, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Genau, das ist die Offenbarung, die Umkehrung des Sich-Verliebens. So wie gewisse Leute sich auf den ersten Blick in eine Person verlieben und wissen, dass sie für diese bestimmt sind, ist dieses Narrativ der Offenbarung die Umkehrung des Sich-Verliebens. Man gesteht sich plötzlich ein, dass man diesen Menschen nicht mehr liebt. Es gibt auch andere Arten zu erklären, warum man aufgehört hat, jemanden zu lieben. Man könnte sich eingestehen, ich wurde so oft von dieser Person enttäuscht und frustriert, dass es an einem gewissen Punkt zu viel wurde. Es ist das Bild des Fasses, das zum Überlaufen gebracht wurde. Es gibt noch ein anderes Narrativ, das Narrativ des Traumas. Wenn Ihr Partner etwas tut, das Sie so sehr schockiert, dass Sie nie vollständig darüber hinwegkommen. Sie können es ihm nie wirklich verzeihen und dadurch vertrauen Sie ihm nie mehr richtig. Ich nenne das Narrativ des Traumas, denn es ist wie ein massiver Vertrauensbruch in der Beziehung zweier Menschen. Wenn es dann zur Trennung kommt, erklärt man sich diese Vorkommnisse als Vorboten von dem, was dann geschieht. Doch das sind nachträgliche Erklärungen. Wir sind nicht sicher, ob es die wirklichen Gründe für das Scheitern sind. So ist es ja meistens im Leben, oder? Dass wir uns Sachen im Nachhinein irgendwie zurechtlegen. Gerade die Brüche im Leben versuchen wir oft mit einer eigenen Geschichte uns dann so zu erzählen, dass es für uns irgendwie auch Sinn macht, weil wir ja nicht kopflos durchs Leben gehen wollen, sondern uns selber irgendwie auch verstehen in dem, was wir tun. Ja, das tun wir tatsächlich. Aber in meinem Buch »Warum Liebe endet« versuchte ich aufzuzeigen, dass wir uns einerseits Dinge im Nachhinein zurechtlegen. Andererseits gibt es objektive Kräfte, die dazu führen, dass sich heutzutage mehr Paare trennen als früher. Es geht also nicht nur darum, was für Geschichten wir uns erzählen, sondern auch darum zu verstehen, warum die Gesellschaft, in der wir leben, Kräfte entwickelt, die stärker sind als unser Wunsch zu lieben und geliebt zu werden. Und diese für uns unsichtbaren Kräfte untergraben die Beziehungen, die wir entwickeln möchten. In modernen Gesellschaften wirken viele unsichtbare Kräfte, die es den Paaren äußerst schwer machen, zusammenzubleiben. Das versuchte ich in diesem Buch zu dokumentieren. Genau, und damit sind wir ja eigentlich beim Begriff der negativen Beziehung. Das ist so ein Kernbegriff dieses Buches. Und was daran für mich interessant war, ist unter anderem, dass Sie sehr genau zeigen, dass das Problem der negativen Beziehung eigentlich gar nicht so sehr ist, dass es zu einer Trennung kommt, sondern dass die negative Beziehung eigentlich gar nicht richtig beginnt.
Wir sind gar nicht mehr wirklich fähig, sagen Sie, uns aufeinander einzulassen. Das heißt, es gibt auch gar keinen Grund, sich danach zu trennen, weil es beginnt gar nie. Können Sie mal ein bisschen erklären, was das genau ist, so eine negative Beziehung? So the word negative. Der Begriff negativ hat eine lange Geschichte in der Philosophie. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Einfach gesagt beziehe ich mich auf zwei Konzepte aus der phänomenologischen Tradition. Das eine stammt von Jean-Paul Sartre, der unser Bewusstsein als unbestimmt versteht. Das heißt, in gewisser Weise haben wir keine konkreten Eigenschaften. Das Selbst bleibt unbestimmt, deshalb ist es frei. Tatsächlich bedeutet diese Unbestimmtheit, dass wir nicht wirklich wissen, was wir wollen, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind. Und genau das ist die Voraussetzung für Freiheit. Diese Voraussetzung ist einerseits sehr gut, verursacht aber auch Angst. Die zweite Tradition, ebenfalls aus der Phänomenologie, ist leicht anders und stammt von Martin Heidegger. Negativ ist, was geschieht, wenn das, was man normalerweise tut, zusammenbricht. Wenn etwas zusammenbricht, ist man gezwungen, plötzlich darauf zu achten, was man tut, obschon es vor ein paar Sekunden noch völlige Routine war und man sich dabei nichts gedacht hat. Für Martin Heidegger ist das ein kreativer Moment, eine Eruption, die Dinge zusammenbrechen lässt und uns dadurch zwingt, sie zu beachten. Das meine ich mit negativ, diesen Zusammenbruch. Wie wir wissen, können Beziehungen jeden Moment zusammenbrechen, ob wir in ihnen drinstecken oder sie noch gar nicht begonnen haben. Dies zwingt uns, sie zu beachten. Genau das tut die klinische Psychologie. Sie zwingt uns, die ständig lauernde Gefahr zu sehen, nämlich, dass unsere Beziehung scheitern könnte oder bereits zerbrochen ist. Und wir versuchen zu verstehen, warum das passiert ist. Diese zwei Bedeutungen von negativ benutze ich in meinem Buch. Und wie Sie richtig bemerkt haben, lautet einer meiner wichtigsten Befunde, dass die gleichen Kräfte, die es uns erschweren, Beziehungen einzugehen, auch aktiv sind, wenn langjährige Beziehungen zerbrechen. Ziel des Buches ist aufzuzeigen, dass in beiden Situationen die gleichen Kräfte am Werk sind. Und diese Negativität der Beziehungen, die eben nichts damit zu tun hat, dass die Beziehungen schlecht wären oder so etwas, sondern dass sie so unglaublich brüchig auch geworden sind. Sie nennen auch einige Beispiele. Sie sagen zum Beispiel One-Night-Stands, Seitensprünge, Freundschaft plus Cybersex. Das sind alles auch Beispiele von solchen negativen Beziehungen. Die sind auch begünstigt durch den Kapitalismus. Das ist auch eine These des Buches. Wie genau hängen die beiden zusammen? Ein Zusammenhang geht auf die Zeit nach den 1960er Jahren zurück, als die Sexualität freier wurde. Dadurch wurden Männer und Frauen ein wenig gleichberechtigter. Frauen konnten ihre Sexualität mehr genießen als zuvor, als sie mit Scham und Sünde behaftet war. Doch vor allem begann die visuelle Medienindustrie, also Kino, Werbung und das Fernsehen, den sexualisierten Körper von Männern und Frauen, aber insbesondere von Frauen, einzusetzen und zu verwerten. Hat man bis zu den 1970er Jahren selten Sexszenen zu Gesicht bekommen, stieg bereits in den 1970er Jahren, aber vor allem in den 1980ern, die Zahl der Sexszenen massiv. Sexualität und sexualisierte Körper wurden immer mehr Bestandteil von Werbespots, von Kino- und Fernsehfilmen, weil Zuschauer davon angezogen werden.
So wurde die Sexualität zu einer neuen Ware, die vom Kapitalismus massiv ausgebeutet wurde. Und zwar von der visuellen Medienindustrie, welche die sexualisierten Körper von Frauen gewinnbringend einsetzt. Diese Hypersexualisierung der Beziehungen hat zahlreiche Auswirkungen auf die Möglichkeiten, emotionale Bindungen einzugehen. Das ist eines der Themen, mit denen ich mich im Buch befasse. Und dieses Zusammenspiel von Gefühlswelten und Marktbeziehungen, das ist ja etwas, was Sie schon sehr, sehr lange beschäftigt. Sie haben eigentlich ein Großprojekt dazu angelegt. Seit 20 Jahren schon beschäftigt Sie auch dieses Verhältnis. Zum Beispiel der Konsum der Romantik, das war Ihre Dissertation. Schon damals hat Sie das interessiert. Romantik und Kapitalismus, Warenwelt und Liebeswelt. Wie gehören die beiden zusammen? Wie finden sie zueinander? Und wie korrumpieren sie sich auch? Und dann das Buch Warum Liebe wehtut, jetzt Warum Liebe endet. Es geht immer wieder um dieses Verhältnis. Was bringt Sie als Soziologin dazu, sich so sehr auf diese Liebeswelt in Kombination mit dem Kapitalismus zu fokussieren? Ich würde es so sagen. Die Modernität, die Natur der Moderne, also was es heißt, modern zu sein, eine kapitalistische Wirtschaft zu haben und in einer Gesellschaft zu leben, in der die Individuen allein, außerhalb von Gemeinschaften leben, das sind wichtige Fragen in der Soziologie. Und da die Liebe traditionell vor allem mit weiblichen Ängsten assoziiert wird und die Soziologie von Männern dominiert wird, gehört die Liebe weniger zu ihren Themen. Daher ist eines der Ziele meiner, wie Sie zu Recht sagten, langjährigen Studien, aufzuzeigen, dass ein Thema oder Gefühl, das universell, persönlich und individuell zu sein scheint, von kollektiven Veränderungen und vor allem vom Kapitalismus geprägt ist. Die Welt der Gefühle und die Welt der Wirtschaft stehen also aus traditioneller Sicht im Gegensatz zueinander. Aber ich denke, diese Sicht hängt mehr mit dem zusammen, was wir aufgrund unserer Ideologie glauben möchten und weniger mit empirisch belegten Fakten. So haben sich zum Beispiel Frauen und Männer bei der Partnerwahl immer finanzielle Überlegungen gemacht. Und das tun sie auch heute noch, ob sie es zugeben oder nicht. Geld, Status oder Bildung sind Dinge, die eine wichtige Rolle spielen, wenn wir uns verlieben, wenn wir dem Menschen begegnen, mit dem wir leben möchten. Das ist interessant. Die Frage für mich war, wenn die Familie nicht mehr für die Partnerschaftsvermittlung und die Heirat zuständig ist, und wenn die Familie auch nicht mehr der Ort ist, an dem Menschen wirtschaftlich gesehen ihr bedeutendstes Betätigungsfeld haben, weil sie außer Haus in einem kapitalistischen Marktsystem arbeiten, was passiert dann mit den romantischen Gefühlen? Und vor allem, was passiert mit den romantischen Gefühlen, wenn die romantische Liebe das Hauptthema der großen Verbrauchermärkte wird, die es seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt? Sie haben dafür auch den schönen Begriff der Immodities geprägt, statt Commodities, statt Güter, Immodities, also mit Emotionen aufgeladene Güter oder Waren, die wir kaufen können. Und Sie zeigen immer wieder sehr schön auf, dass man uns zwar weismachen will, dass wir Gefühle, Liebe, Zuwendung kaufen könnten, aber eigentlich ist es immer nur die Warenwelt, die wir uns wirklich gegen Geld kaufen können. Die Frage ist ja schlussendlich auch, können wir uns eigentlich auch vielleicht Sexualität kaufen, möglicherweise, aber können wir uns eigentlich auch einen Partner kaufen? Können wir uns auch Zweisamkeit kaufen? Diejenigen, die an Sexrobotern arbeiten, meinen zum Teil tatsächlich, ja, das können wir. Hier in Barcelona arbeitet Dr. Sergi Santos an einem Sexroboter.
Früher war er erfolgreich als Forscher tätig. Heute nützt er sein Wissen, um Silikonpuppen eine Art Leben einzuhauchen. Mein Ausgangspunkt war ein Computermodell, das Emotionen und Gefühle simulieren kann. Das habe ich selbst entwickelt. Dann habe ich ein humanoides System gesucht und es in der Sexpuppenindustrie gefunden. Im Moment bin ich dabei, die einzelnen Bausteine, die Sexpuppe und das Emotionsmodell zusammenzuführen. Und so bringt er seinen Sexroboter in Fahrt. Ich will Sex. Es ist Zeit, unser Leben zu genießen. Mach auf sexy. Wenn ich zum Beispiel Ihre Hand berühre. Kann ich dieses Gefühl für immer haben? Wenn meine Frau mich verlassen würde, wäre ich mit ihr zusammen. Ich mache keine Witze. Sie gibt mir die Gesellschaft, die ich brauche. HSG St. Gallen. Ethikprofessor Thomas Beschorner ist überzeugt, dass Digitalisierung und Robotik wichtige Themen sind, die vor der Sexualität nicht Halt machen. Umfragen zeigen, dass Sex mit Robotern mehr als nur ein Fetisch ist. Ich bin ziemlich sicher, dass die Besitzer solcher Geräte ihren Puppen sehr schnell Namen geben werden. Sie werden sicherlich gekleidet werden, auch hübsch gekleidet werden. Man wird mit ihnen reden. Man wird vielleicht mit ihnen sogar irgendwann sonntags auf der Couch sitzen und mit ihnen Tatort gucken, wenn man das weiterspinnt. Der Sexroboter als Freundin, ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob es darum geht, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Es fragt sich vielmehr, ob Roboter aus unserem Leben wegzudenken sind oder nicht. Und ich denke, sie lassen sich nicht mehr wegdenken. Wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu, in der Roboter eine immer stärkere emotionale Rolle in unserem Leben spielen. Nehmen Sie das Haustier. Natürlich sind Haustiere Lebewesen, aber keine Wesen, die sich mit uns unterhalten. Trotzdem vermenschlichen wir unsere Haustiere. Aber auch wenn wir die Haustiere, die wir lieben, vermenschlichen, ist uns bewusst, dass unser Haustier nicht das gleiche ist wie ein Mensch, der uns antwortet, anschreit oder umarmt. Stellen Sie sich nun vor, wir können eine genügend komplexe Software entwickeln, die bis zu einem hohen Grad das menschliche Gehirn und eine große Vielfalt an Gefühlsreaktionen auf unser Handeln imitiert. Da gibt es keinen Grund, warum wir diese hybriden Wesen nicht irgendwo zwischen Lebewesen und Objekten einordnen sollten. Ähnlich wie Haustiere, die für uns etwas zwischen Menschen und Tieren darstellen. Genau das versteht man unter Posthumanismus. Darum geht es, wenn wir mit Maschinen zusammenleben. Wir interagieren mehr und mehr mit hybriden Wesen. Es gibt Feministinnen, die sagen, ein Problem an den Sexrobotern ist klarerweise, dass die gestaltet werden nach einem Weiblichkeitsideal, das eigentlich sexistisch sei und dass in Bordellen mit solchen Sexpuppen beispielsweise auch Praktiken ausgeübt werden, die frauenverachtend seien und dass eigentlich dann ein Frauenbild kultiviert wird, das problematisch ist. Man könnte sagen, dass die Tatsache, warum mehr Roboter weiblich sind, mit sehr spezifischen männlichen Sexfantasien zusammenhängt. Das wiederum scheint damit zusammenzuhängen, dass Frauen in gewissem Sinn in der Gesellschaft objektiviert werden und es daher für viele Männer kein großer Unterschied ist, zu ausgeklügelten Robotern überzugehen. Da Frauen bereits objektiviert sind und als Objekte behandelt werden, ist das sehr wahrscheinlich. Aber ich vermute aus markttechnischen Gründen,
werden solche Roboter bald auch für Frauen hergestellt. Und es werden männliche wie weibliche Roboter verkauft. Sie haben am Anfang auf meine Frage, ob das eine gute Idee ist oder nicht, gesagt, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist vielmehr, ist das vermeidbar oder nicht? Ich finde das interessant. Sie sind natürlich Soziologin, Sie wollen in erster Linie beschreiben und nicht bewerten. Aber wenn wir uns zum Beispiel überlegen oder Studien anschauen, die Welt ist ja insgesamt sehr von der Sexualität durchdrungen. Es gibt die Pornification, sagt man manchmal, der ganzen Welt. Das ist auch ein Thema, was Sie eben beschäftigt. Die Warenindustrie, die sexualisiert wird. Und gleichzeitig haben die Menschen weniger Sex als früher. Am ausgeprägtesten ist das in Japan, wo 40% der Menschen zwischen 20 und 30 Jahre angeben, sie hätten überhaupt noch gar nie in ihrem Leben Sex gehabt mit einer realen Person, aber natürlich mit Sexrobotern und natürlich konsumieren sie Mangas und Pornos. Haben Sie da nach wie vor nicht den Eindruck, dass vielleicht etwas daran bedauernswert oder stoßend sein könnte? Sie haben recht. Ich denke, Wissenschaftler sollten es vermeiden, die Probanden ihrer Studien zu bewerten. Zumindest, wenn sie verstehen wollen, warum diese tun, was sie tun und welche Gründe sie dafür verantwortlich machen. Als Wissenschaftlerin ziehe ich es zum Beispiel vor, zu ergründen, warum eine Person Trump wählt, anstatt sie deswegen zu verurteilen. Wenn wir etwas in der Wissenschaft erreichen und in der Gesellschaft bewirken wollen, müssen wir zuerst einmal verstehen, was Menschen tun. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich hoffentlich besser verstehe, wie es um die Werte und Praktiken in der Gesellschaft bestellt ist, mir nicht auch ein Urteil erlaube. Was zum Beispiel die Pornifizierung der Gesellschaft betrifft, wird unter Feministinnen intensiv diskutiert, ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist. Viele sexbefürwortende Feministinnen finden, dass Kolleginnen, welche die Sexualisierung des weiblichen Körpers unterbinden möchten, eine Form von Puritanismus vertreten. Diesbezüglich beziehe ich Stellung. Und zwar unabhängig davon, ob ich finde, viel Sex sei gut oder schlecht. Diese Frage stelle ich gar nicht, denn es ist nicht meine Aufgabe, sie zu beantworten. Aber ich stelle fest, dass die Sexualität von der kapitalistischen Industrie vereinnahmt worden ist. Und dass der weibliche Körper von der Medienindustrie massiv ausgebeutet wird. Die Kriterien für diese Ausbeutung stammen fast immer von Männern. Tragischerweise kann man Folgendes beobachten. Während die Frauen meinen, sie hätten sich selber befreit, unterwerfen sie sich dem männlichen Blick und der Kontrolle der Männer in der Medienindustrie. Das ist der eine Punkt, der ist sehr interessant. Und dann gibt es ja noch einmal den zweiten, und auf den würde ich gerne noch einmal zurückkommen. Warum genau haben denn Menschen weniger Sex? Warum genau gibt es diese Tendenz? Es gibt zum Beispiel einen Artikel von 2018 aus dem Atlantic, The Sex Recession ist der überschrieben worden, also die Sexrezession. Es gibt auch einen Artikel in der Time-Zeitung, die alle aufzeigen, das Sexualverhalten, vor allem auch unter jungen Menschen, das bezieht sich immer mehr eben auf die Pornoindustrie, auf vielleicht irgendwelche Hologramme oder so etwas. Aber in den sozialen Medien auch sucht man sich entsprechende Angebote, aber nicht reale Körper, nicht reale Begegnungen. Die äußerst interessante Studie, die vom Atlantic Magazine letzten Dezember oder Januar veröffentlicht wurde, fand tatsächlich heraus, dass die jüngeren Menschen etwas weniger Sex haben als die leicht älteren, die in den 1990er Jahren geboren wurden. Einen der Gründe, wenn nicht sogar den Hauptgrund, sehe ich in der Tatsache, und das ist das Thema meines Buches, dass es viel schwieriger ist, die Regeln für das Entstehen von Beziehungen zu erkennen.
Am meisten wird Sex in stabilen Beziehungen praktiziert, obwohl Gelegenheitssex immer beliebter wird. Analysiert man die sexuellen Aktivitäten im gesamten Leben von Menschen, haben Männer und Frauen am meisten Sex in stabilen Partnerschaften. Wenn es aber immer schwieriger wird, stabile Beziehungen einzugehen, haben Menschen auch weniger Sex, weil Beziehungen für die meisten der gewohnte Rahmen dafür sind. Dadurch landen wir in einem interessanten Paradox. In einer Kultur, die Körper und Begegnungen hypersexualisiert, wird weniger Sex praktiziert. Denn diese Kultur erschwert es, Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, was verunsichernd wirkt. Diese Unsicherheit ist ein beherrschendes Element moderner Beziehungen geworden. Sie haben da einen sehr interessanten Punkt, der mich beschäftigt hat. Sie sagen nämlich, im Grunde genommen hat die romantische Liebe es möglich gemacht, den Partner frei zu wählen und ihn auch als eine einzigartige Person zu wählen, währenddessen jetzt eigentlich die Technologie das Umgekehrte mit uns anstellt, nämlich jeder wird vergleichbar und austauschbar und damit geht eigentlich seine Einzigartigkeit verloren. Nun, die traditionelle romantische Liebe gründet praktisch per Definition darauf, jemanden als einzigartige Person zu wählen. Wenn Sie nun in einer Gesellschaft leben, in der Sie mit relativ wenigen Menschen in Kontakt kommen, ist es relativ leicht, diese eine Person zu erkennen. Aber die Internettechnologie verändert die Begegnungsmöglichkeiten grundlegend. Denn aus einer Situation der Knappheit geraten wir nicht in einen Überfluss, sondern in einen Hyperüberfluss. Deshalb hat die Dating-Plattform Tinder die Regel eingeführt, dass man nach 100 Likes 12 Stunden lang gesperrt wird. Man kann also nur 100 Likes pro Tag machen. Stellen Sie sich das mal vor. Bewusst können wir so viele Informationen gar nicht aufnehmen. Unser Gehirn ist nicht gerüstet für eine so große Auswahl an möglichen Frauen und Männern, die ähnlich attraktiv und interessant sind, die viel herumgereist sind und sich uns vor den ägyptischen Pyramiden oder einer schönen Insel zeigen. Die vielen Objekte werden für uns ununterscheidbar. Lassen Sie uns doch ganz kurz anschauen, wer genau Tinder nutzt und aus welchen Gründen. Tinder ist eines der sozialen Netzwerke, das eben Kontakte vermittelt. Seit dem Jahr 2012, da ging Tinder an den Start, hat es nach eigenen Angaben 8 Milliarden Kontakte gematcht. Schauen wir ganz kurz, wie Menschen mit Tinder umgehen und leben. Partnersuche. Heute vertrauen Millionen ihr Herz den Algorithmen an. In 5 Minuten hat man das Profil eröffnet. Also ich habe gestaunt. Und man tut einfach ein paar Fotos drauf und ein paar Smileys und was man irgendwie gerne macht. Und paff, ist man schon drin. Und schon kommen die ersten Bildchen. So funktioniert's. Swipen. Jesus Gott, das ist ja herzig. Nach rechts heißt ja. Nein! Nach links nein. Oh, ich habe ein Match. Ja, und jetzt? Mögen sich beide, ist's ein Match. Schreibe mal. Und los geht's mit Chatten. Man hat fast das Gefühl, es geht nicht mehr anders, wie dass man über Plattformen Leute kennenlernt. Und eben, ich meine, ich bin seit 6 Jahren allein. Ich habe einmal in der Ferien jemanden kennengelernt und mehr nicht. Das ist es dann. Aber ich finde es immer schwieriger. Ich habe vor allem Männer mit Bart gesucht. Also nein, nicht vor allem. Ich habe nur Männer mit Bart angeklickt. Also schon hübsche, natürlich. Sie haben ja sonst gut ausgesehen.
natürlich, und sympathisch sein, aber sie haben uns an Bord haben. Bei Tinder sei das Risiko einer Abfuhr kleiner. Man will schnell eine neue Beziehung haben. Man will schnell wissen, woran das man ist. Man will schnell, ich denke, man geht sicher schneller mit jemandem ins Bett als früher. Muss alles auch schneller gehen. Man kann alles erleben, was man nur möchte. Man kann sich das ja selbst gestalten und das ist das Coole daran. Weil man ist ja weder zeitlich noch örtlich gebunden durch Tinder. Und ich finde, das ist halt super cool, weil es einen viel Freiraum gibt, einfach wie man es, wann und wo man es benutzen möchte und mit wem. Und ja, ich habe echt tolle Erfahrungen damit gemacht. Die haben gute Erfahrungen damit gemacht. Was sagen Sie dazu? Die Leute machen gute und schlechte Erfahrungen mit Tinder oder auch gar keine. Viele sagen auch, sie würden endlos swipen, chatten und sich mit jemandem verabreden, aber am Schluss dann doch niemanden wirklich treffen. Oder sie sagen, man müsse 200 Mal swipen, um 2 Dates zu haben. Für einige funktioniert es, für andere nicht. Es ist daher sehr schwer zu sagen, ob es wirklich etwas bringt. Wenn wir Tinder und ähnliche Apps nach den Resultaten bewerten, wissen wir nicht, wie sie funktionieren und warum sie so abhängig machen. Was sie aber sicher vermitteln, ist Hoffnung. Ich würde also sagen, die Ware, die sie verkaufen, ist Hoffnung. Auch wenn sie 2 Jahre lang keinen Erfolg hatten, bringt die Hoffnung sie dazu, weiterzumachen. Darüber hinaus wird Dating zum Spiel umfunktioniert. So warben die Konzeptverantwortlichen ursprünglich für Tinder als Spielplattform und als soziales Netzwerk. Sie verwandelten also das Daten in etwas viel Diffuseres und Amorphes. In eine Plattform, auf der man andere Menschen trifft, eine Art soziales Netzwerk bildet und spielt. Dadurch verändert sich der Zugang zur romantischen Liebe vollständig. Die eine Frau, die wir vorhin gehört haben, findet das total cool, weil sie dadurch ihre Freiheit erkunden kann. Ich bin mit ihr einverstanden. Genau das ermöglicht einem diese Plattform. Sie lässt dich Freiheit verspüren. Aber oft ist es eine Freiheit, die dich mit leeren Händen dastehen lässt. Wenn Sie sagen, die Währung sozusagen ist Hoffnung oder das Ziel ist Hoffnung, worauf hoffen denn die Menschen? Sie hoffen, der Liebe ihres Lebens zu begegnen, dieser einen Person, die anders ist in diesem Meer von Möglichkeiten. Aber das ist ja interessant. Also einerseits haben sich unsere Liebesverhältnisse so verändert, dass es mehrheitlich negative Beziehungen gibt, also Beziehungen, die gar nicht richtig anfangen. Diese sehr, sehr vielen, sehr flüchtigen Beziehungen, die auch auf einem großen Hedonismus beruhen. Es geht in erster Linie darum, selber das zu kriegen, was man sich erhofft und gar nicht mehr so sehr sich auf sein Gegenüber einzulassen. Und trotzdem hoffen wir auf die große, einzige, one and only Liebe. In unserer Kultur gibt es verschiedene Tendenzen. Moderne Kulturen sind höchst widersprüchlich. Diese Widersprüchlichkeit definiert, was es heißt, ein moderner Mensch zu sein. Wir erstreben Stabilität und Sicherheit. Gleichzeitig wollen wir Abwechslung, Freiheit und Autonomie. Diese beiden Gegensätze treiben uns und auch die Wirtschaft an. Es ist das Bestreben, diese Widersprüche zu vereinen. Die Utopie der romantischen Liebe ist also nicht aus der modernen Kultur verschwunden. Im Gegenteil, noch nie war unsere Gesellschaft so besessen davon.
Denn das Paar ersetzt Gemeinschaft und Familie. Wenn heutzutage Menschen erwachsen werden, setzt man sie einer sehr kompetitiven und unsicheren Gesellschaft mit einer höchst unsicheren Zukunft aus. Zudem ist es für Einzelpersonen schwieriger geworden, wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Es gibt also sehr viele gute psychologische, emotionale und wirtschaftliche Gründe, aus der Paarbeziehung die Einheit zu machen, in der Menschen leben wollen. Vor allem, um eine stabile emotionale Basis für Anerkennung und Wertschätzung zu haben. Doch gleichzeitig gibt es viele Kräfte, die dieses Ideal der großen, wahren Liebe untergraben. Deshalb suchen wir Psychologen auf und konsumieren Ratgeber oder Pornografie. All diese Spannungen und Widersprüche führen zu einem enormen Konsum. Sie sagen, dass das Individuum, das moderne Individuum, speziell von dieser Zerrissenheit geprägt ist. Also das moderne Individuum ist eines, das einerseits eben diese Selbstbestimmung sucht und gleichzeitig diese Zugehörigkeit. War denn das Individuum davor auch zerrissen, aber in anderer Weise, oder war es weniger zerrissen? Wahrscheinlich war es weniger zerrissen. Der deutsche Soziologe Max Weber definiert die Moderne folgendermaßen: Alle Bereiche des Soziallebens, die Wirtschaft, das Rechtssystem, die Familie, die Religion, sind immer mehr voneinander getrennt, während sie zuvor der Religion untergeordnet wurden. Denn die Religion organisierte früher viele Lebensbereiche. Sind diese Lebensbereiche einmal voneinander getrennt, ist die Gefahr, dass sie miteinander in Konflikt geraten, viel größer. Das ist das eine. Zudem basiert auch der Kapitalismus selber auf einem gewaltigen Widerspruch. Einerseits haben wir hochproduktive und disziplinierte Individuen, die fähig sind, den eigenen Körper zu vergessen und 12 Stunden zu arbeiten, um immer mehr Geld zu verdienen. Sie sind also hochrational, produktiv und diszipliniert. Andererseits müssen dieselben Individuen auch konsumieren und sind mit ihren Vergnügungen, mit dem Bedürfnis nach Erholung und Authentizität und mit ihren Gefühlen beschäftigt. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Kontrolle und sich gehen lassen ist das schwierige Los des modernen Individuums. Und dieser Widerspruch wird vom Kapitalismus gefördert. Ich höre Ihnen so gerne zu, weil Sie mich wie selten jemand zwingen dazu, die Komplexität auszuhalten. Sie sagen dauernd, es ist auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Es gibt einen Vorteil, es gibt einen Nachteil. Wir sollten nicht bewerten, wir sollten erstmal nur beschreiben. Das hat etwas unglaublich, wie soll ich sagen, Anspruchsvolles und gleichzeitig etwas für mich sehr Faszinierendes. Ich frage mich, wenn ich Ihnen zuhöre, gibt es in diesen ganzen Liebesdingen trotzdem Dinge, wo Sie sagen würden, da ist fertig mit Ausgewogenheit, mit Komplexität, sondern da ist es eindeutig so, dass da etwas ganz schief läuft? Ich denke, falsch ist, dass es zwei Forderungen gibt. Einerseits zu produzieren und andererseits sich zu reproduzieren, also sich fortzupflanzen. Die Gesellschaft muss sich fortpflanzen, per Definition. Traditionell haben das vor allem die Frauen übernommen. Sie sind der Aufforderung, sich fortpflanzen zu müssen, gefolgt. Der Kapitalismus untergräbt die Fortpflanzung. Das müssen wir verstehen. Und es ist auch vielen Menschen bewusst. Wir haben einen Konflikt zwischen Produktion und Reproduktion. Denn immer mehr Menschen leben allein und wollen allein leben. Immer weniger Menschen möchten Kinder haben. All dies führt zu einer Fortpflanzungskrise.
a crisis which I would call of reproduction. Für diese Krise sind nicht Frauenbewegungen, der Feminismus oder die Freiheit verantwortlich, sondern die Lebensbedingungen im späten Kapitalismus. Aber die Weltbevölkerung nimmt doch weiter zu. Die Weltbevölkerung wächst, aber nicht in den am meisten kapitalisierten westlichen Ländern. Im Gegenteil. In Japan ist die Reproduktionsrate gesunken. Auch in Italien, in Deutschland und in den skandinavischen Ländern. Wir erleben also eine Reproduktionskrise. Was Ihre Thesen ja auch deutlich machen, ist, wie sehr eigentlich eine alte feministische These stimmt, nämlich, dass das Private politisch ist, dass das Liebesleben tief durchdrungen ist von den Wirtschaftsverhältnissen, von den politischen Verhältnissen. Und da kann man ja auch die Frage stellen, was eigentlich eben mit der feministischen Bewegung eigentlich passiert ist, wenn gleichzeitig das Frauenbild in der Pornoindustrie, in der Werbeindustrie so sexistisch ist. Ist die Frauenbewegung, die Revolution der Frauen auf halbem Weg stecken geblieben oder was ist da genau passiert? Ich denke, es ist Folgendes passiert. Wenn man fast die ganze Infrastruktur der Gesellschaft besitzt, die Wirtschaft, das Militär, die Kultur, ich spreche von den Männern, ist es praktisch unmöglich, diese Herrschaftsstruktur wirklich zu verändern. Vergessen wir nicht, die Eroberungen und Fortschritte der Frauen wurden nur erreicht, weil die feministische Bewegung sie erkämpft hat. Trotzdem ist der Großteil der sozialen Infrastruktur in der Politik, im Militär, in der Wirtschaft, in der Religion und im Rechtssystem in den Händen der Männer geblieben. Auch wenn Frauen also eine emanzipatorische Ideologie oder Idee verbreiten, wird diese sehr bald von Kräften überrollt, die stärker sind. Das passierte zum Beispiel mit der Idee der sexuellen Freiheit. Der Feminismus wurde von der kapitalistischen Industrie gekapert. Ich würde gerne zum Schluss noch mit Ihnen über ein neueres Phänomen sprechen, nämlich darüber, dass ja auch Männer unter dieser neuen Liebesordnung leiden. Es gibt Männer, die organisieren sich im Internet als sogenannte Incels, Involuntary Celibates, also unfreiwillige Enthaltsame. Das ist eine Gruppe von Männern, auf die Michel Houellebecq vielleicht als erster aufmerksam gemacht hat, nämlich Männer, die in einer übersexualisierten Welt das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, die keine Partnerin finden und vehement, aggressiv, sexistisch sich im Netz organisieren und fordern, dass die Frauen zur Monogamie gezwungen werden, damit jeder Mann eine Frau abbekommt. Sind auch diese Männer eine Folge des Kapitalismus? Zuerst einmal sind solche Auswüchse eine Auswirkung der veränderten patriarchalen Strukturen. Wir haben heute verschiedene, wenn Sie so wollen, Herrschaftssysteme, die miteinander konkurrieren. Das Patriarchat wird von den Frauen bekämpft. Und während die meisten Männer früher leicht Zugang zum weiblichen Körper hatten, ist es heute viel schwieriger. Unfreiwillig enthaltsame Männer reagieren so auf die geringfügige Veränderung der männlichen Privilegien und die erschwerten Zugangsmöglichkeiten zum weiblichen Körper. Der Kapitalismus ist zudem dafür verantwortlich, dass sich heterosexuelle Frauen und Männer wie auf einem Markt begegnen. Er hat heterosexuelle Beziehungen kommerzialisiert. Märkte werden durch Angebot und Nachfrage reguliert, nicht durch Familien oder Gemeinschaften, welche versuchen, Paare zu bilden. Im sexuellen Neoliberalismus trägt der Markt dazu bei, dass gewisse Menschen weniger erfolgreich oder gefragt sind.
less successful, less in demand, and therefore they are left out, if you want. Da sie außen vor bleiben, reagieren sie auf diese Kommerzialisierung der sexuellen Beziehungen und den Verlust männlicher Privilegien. Das heißt, der Markt produziert immer auch seine Verlierer und das ist ein Effekt davon. Wenn wir vielleicht zuletzt zur romantischen Liebe zurückkehren, Sie, die jetzt seit 20 Jahren die Liebe erforschen, was würden Sie sagen, warum lohnt sich denn die Suche nach dem einen Partner oder zumindest nach einer stabilen Beziehung, wenn die Liebe wehtut, wenn die Liebe endet? Zuerst einmal sagte ich nie, dass es sich lohnt. Das habe ich jetzt zugeredet. Ich denke, es lohnt sich, bedeutungsvolle Beziehungen einzugehen. Damit meine ich nicht unbedingt romantische oder sexuelle Beziehungen. Wenn ich etwas mit meinen Studien erreichen will, dann eine Erweiterung unserer Sichtweise und dass wir unser Konzept einer bedeutungsvollen Beziehung erweitern können. Sie kann von einer Freundschaft inspiriert sein, von der Sorge um unsere Mitmenschen oder der Liebe für Kinder. In gewisser Hinsicht gefällt mir die religiöse Sicht der Liebe, die christliche Liebe zu Menschen. Die Nächstenliebe. Nicht die Liebe zu einem abstrakten Gegenüber wie im Christentum, sondern die Liebe zu einer konkreten Person, die nicht unbedingt ein Sexual- oder Liebespartner sein muss. Ich wünsche mir, wie ich bereits sagte, dass wir unser Vorstellungsvermögen ausweiten und in unserem Leben viel mehr Möglichkeiten sehen, um bedeutsame Bande zu knüpfen, anstatt nur die romantische Liebe zu finden. Die Idee der romantischen Liebe ist ein sehr enger Weg für die menschliche Entwicklung, für die Entwicklung von Brüderschaft und Schwesternschaft. Ist das auch der Grund, warum Sie dieses Buch ja widmen Ihren Familienmitgliedern? Sie widmen es Geschwistern, Mutter und den Kindern. Well, you know, I think the family today is Die Familie ist heute die einzige nicht kapitalistische Einrichtung, da man sie sich nicht aussucht. Deshalb ist die Familie für mich so interessant geworden. Denn in einer Welt, in der sie in jeglicher Hinsicht bestimmen, wer sie sind, auch was ihren Körper, ihre Sexualität, ihren Haarschnitt, ihre Essensvorlieben usw. betrifft, ist die Familie das Einzige, das sie nicht wählen. Sie ist daher ein Ort, wo man unglaublich viel lernt und wachsen kann. Denn in der Familie muss man schlichtweg mit dem leben, was einem gegeben worden ist. Das finde ich interessant. Deshalb nenne ich die Familie einen unmodernen Ort. Sie ist, wenn Sie so wollen, das einzige Überbleibsel der traditionellen Gesellschaft in unserer modernen Gesellschaft. Damit würde ich gerne schließen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Eva Ilus, dass wir uns hier in Berlin treffen konnten. Danke sehr. Nächste Woche werden die Schweizer Filmpreise verliehen. Wer sich Chancen ausrechnen darf und ob die Nominationen gerechtfertigt sind, das diskutiert jetzt gleich Monika Scherer mit ihren Gästen. Danke für Ihr Interesse, eine gute Woche und bis bald.